Ich kenne das, ich habe ja schon viele Vorträge miterlebt, aber auch noch nie Musik. Das ist also auch für mich Musik an dem Auditorium das erste Mal. Ich darf euch Daniela vorstellen und der Javier. Wir können das Konzert eröffnen. Die ja am 70. dabei waren, mögen sich erinnern, das ist die gleiche Daniela, die vor 10 Jahren für mich Wurst gespielt hat. Auch dort wunderbar, auch mit dem Javier zusammen. Aber heute haben wir das Konzert noch mit meinen Lieblings in der Zeit von Inti Illimani von Chile, die extra da angekommen sind für das schöne Konzert. Ich wünsche allen einen schönen Konzertnachmittag. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dürfen wir für dich, Felix, ein Konzert für deine Gäste geben. Und wir fangen natürlich an mit einem absoluten Klassiker, den ihr sicher alle kennt, aus Peru, von Daniel Alonso Robles, El Condor Pasa. Es sind eigentlich 3 Teile. Der erste Teil ist Tonada, dann ein Passacalle, das ist ganz ein gerader Rhythmus, und dann noch Cachua, respektive ein Huayno. Ursprünglich ist das ein Singspiel, also eine Oper, eine Zarzuela komponiert, und der erste Teil ist eigentlich so berühmt worden.
sich ja der Felix plus und minus eigentlich alle gewünscht. Also er hat eigentlich das Programm gestaltet. Und das nächste ist eines von seinen Lieblingsstücken. Niemand kann es besser singen als der Javier Cucurucu Paloma. Entschuldigung, ja, ich muss Hochdeutsch sprechen, habe ich fast vergessen. Cucurucu Paloma ist ein Lied über tiefen Liebeskummer. Es erzählt von einem Mann, der vor Schmerz um eine verlorene Liebe fast den Verstand verliert. Er weint, trinkt, singt klagend, torkelt durch die Nacht und wird von allen als Verrückter betrachtet. Das wiederkehrende Kuckuruku, der Ruf der Taube, verstärkt die Sehnsucht und Trauer und steht sinnbildlich für seinen leidvollen Herzschmerz. Das Lied ist ein klassisches Beispiel für den Ranchera-Stil voller Melancholie und emotionaler Intensität aus Mexiko. Dice que por las noches tomas el lema en puro llorar. Dicen que no comía, tomas el lema en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 canta. Ay, 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 ay. Que una paloma blanca muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú, paloma, cucurrucucú.
darf ich Ihnen die spektakuläre, einzigartige Gruppe Inti Illimani Historico vorstellen. Interessant ist, dass wir damals, glaube ich, bei dem 70. Geburtstag haben wir herausgefunden, dass er ein ganz grosser Fan ist von Inti Illimani, ich auch, und darum sind sie heute da zum deinem Geburtstag mit ihrer Musik bereichern. Vielen herzlichen Dank. Ich darf vorstellen, ja, José Seves, Horacio Durán. Das Stück, das sie spielen, der Tanz vom reifen Mais, ist ein Stück vom Atahualpa Yupanqui, original nur für Gitarre, Solo, und sie haben das arrangiert für die ganze Gruppe als Instrumentalversion Huachra.
wir ein Bolo Doliente, das ist ein Rhythmus aus Venezuela. Und zwar ist es die Vertonung von einem Gedicht von Aquiles Nazoa, und zwar die Musik hat José Seves komponiert. Und der Aquiles Nazoa war ein Poet und Humorist aus Venezuela und er hat ein Gedicht geschrieben über den Fischer. Er ist im Hafen geboren und im Meer gestorben. Er hieß Juan Salazar. Ein bisschen das Leben des Fischers, der irgendwann halt bei seiner Arbeit ertrinkt und seine Freunde beerdigen ihn, die auch Fischer sind. Und dann gehen sie wieder aufs Meer fischen. Viene el muerto de mar y pitar, cuando pescadores lo van a enterrar, cuando pescadores lo van a enterrar, aquí viene el muerto de mar y pitar. machen wir einen Wechsel nach Ecuador mit dem Stück Longuita. Das ist ein San Juanito, also ein traditionelles Stück. Und zwar hat mir Horacio gesagt gestern Abend, dass im Jahr 1970 Victor Jara Ihnen persönlich dieses Stück gezeigt hat. Er hat gesagt, das wäre doch toll, das zu spielen.
Victor Jara, er war einer der berühmtesten Künstler, Musiker, Poeten aus Chile. Er wurde dann umgebracht wegen seinen Texten, die er gegen die Diktatur geschrieben hat. Er hat viele wunderschöne Lieder gemacht. Und in diesem Stück hört ihr eine ganz spezielle Panflöte aus Ecuador, und zwar der Rondador. Der Rondador, das ist eine Flöte, die spielt man so, indem man hin und her rutscht. ¿Puedes hacer un ejemplo? Von Ecuador gehen wir zurück nach Chile, und zwar mit einer Komposition von Horacio Salinas. Das Stück heißt Tatati. Und gestern hat er mir verraten, wie es zu diesem Titel kam. Als er das komponiert hatte, kam irgendwann seine Frau aus dem Nebenzimmer und hat gesagt: "Ah, das war so schön, was hast du da gespielt? Das klingt so Tatati. Tatati. Und seitdem hat es den Titel Tatati.
Martino Garcia und gehört zu den berühmtesten Stücken für die paraguayische Harfe.
Mega-Hit von Osvaldo Fares aus Kuba, Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, 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 quizás. Cha, cha, cha. The maracas, the thing that I played, maracas, it's famous maracas. I didn't know that, but I'm really happy that I had to play it. So thank you very much for having the possibility to play the maracas for everybody. Ja, jetzt geht es weiter mit einem wunderschönen Stück von Violeta Parra. Sie war ja eine chilenische Musikerin, Sängerin, Komponistin, Poetin, hat gelebt von 1917 bis 1967 und dieses Lied Run Run se fue pa'l norte erzählt die Geschichte von Run Run, eine Figur, die sich auf eine Reise in den Norden begibt und dabei die Erzählerin zurücklässt, die im Süden bleibt und sich der Einsamkeit stellt. Diese Reise kann als Metapher für die Suche nach einem Lebenssinn oder als Flucht vor dem Alltag verstanden werden. Hier ein Bild ganz aus dem Norden von Chile an der Grenze zu Bolivien. Soul.
sol se fue al norte, no sé cuándo vendrá. Ja, von Chile gehen wir jetzt nach Rom. Und zwar mit einer Komposition von Horacio Salinas auch wieder. El Mercado di Testaccio, der Markt von Testaccio, das ist ein Quartier ganz in der Nähe von Piramide. In Rom haben wir uns ja auch getroffen, Felix, als du deinen Sohn da besucht hast im Süden, im Sommer. Und dann hast du einen Abstecher nach Rom gemacht und wir sind ein bisschen durch die Stadt, hat ja so viele Sehenswürdigkeiten. Von Rom haben wir jetzt ja sehr viel gehört und gesehen. Und daher mal ein Bild, das eigentlich nur ein bisschen die Insider kennen oder denen was sagt. Wenn ich das sehe, dann denke ich an diese Hitze im Sommer. Es war so heiß und wir suchten immer den Schatten zum Gehen und waren froh, wenn wir irgendwo rein konnten, irgendwas anschauen. So. Und ich weiß gar nicht, der Testaccio era donde vosotros vivían. Als Sie in Rom gelebt haben, haben Sie eben da gelebt bei Testaccio und darum über diesen Markt ein Stück komponiert.
nach Chile, und zwar mit einem der berühmtesten Stücke von Inti Illimani, auch eine Komposition von Horacio Salinas, Alturas, Himmelsweiten. Und kein Berg eignet sich besser als der Illimani, der ja in ihrem Namen vorkommt. Inti heißt Sonne und Illimani ist dieser Berg. Er ist 6439 Meter hoch und der zweithöchste Berg in Bolivien. Es ist ein erloschener Vulkan. Jedoch ist er nur an 15. Stelle in der Höhe der Berge in den Anden. Der höchste Berg ist der Aconcagua in Argentinien mit fast 7000 Meter. Alturas. übrigens die Zampoñas, diese Panflöten. Ja, wir kommen bald zum Schluss als letztes Stück, Sambalando. Dieses Lied ist ein kraftvolles Lied über die afrodeszendente Identität, den Widerstand gegen Sklaverei und die gemeinsame Geschichte der Unterdrückung. Es ruft zur Gleichheit auf, prangert Rassismus an und feiert den kulturellen Reichtum, der trotz
trotz Armut weitergegeben wird. Mit Verweisen auf Orte in Lateinamerika und Afrika betont das Lied die globale Verbundenheit der afrodeszendenten Kämpfe für Freiheit und Würde. Samba Lando.
lieben Gäste, ihr habt etwas Heimales gehört. Wir sind immer fast leer. Ich habe eine Musik hören. Vielleicht persönlicher als jetzige, was mir das gefallen hat. Ich hoffe, es wäre. Ich finde das wunderbar, dass ich also leben konnte. Und das hat sich also wirklich intensiert gedacht vor ein paar Jahren, als das stand von wirklich. Vielen, vielen Dank. Mehr gerade. Der Orchesterdame einen schönen Blumenstrauß überreichen nach einem Konzert. Das geht nicht so gut nach 3 Stunden Zugfahrt. Aber Daniela, die hat gesagt, gerne Basler-Leckerli. Und dann habe ich ihnen, das ist sowieso momentan aktuell wegen dem ESC, heute Abend ist schon die Finale um 9 Uhr. Und dann habe ich ihnen Leckerli mitgebracht. Sagt der Blumen, die kommen dann später mal da. Diese Blumen, und da habe ich noch immer Sack, habe ich dann noch die Einladungen, die ich haben wollen, wo du gesagt hast, dass ich und dann noch für alle von Ihnen noch ein Sprüngli-Praline, ein Souvenir de Zurigo. Er hat also gesehen, und auch für ihre Tochter dabei, die ja Videoaufnahmen gemacht hat. Und ja, jetzt sind wir wieder auf den Zug. Aber wir haben perfekt Termine gehabt, muss ich sagen, wunderschön. Und nochmal gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit zum Überlaufen. Also, vielen herzlichen Dank, Felix. Und herzlichen Dank fürs Zuhören. Und zum Schluss noch für Felix et Pájaro Joey spielen wir zusammen der kleine Vogel Joey. Und damit wünschen wir Ihnen eine gute Rückreise und weiterhin viel Spaß im Zug. Se encontraba en Calamaro un indiecito guaraní que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió y que entre los brazos maternales por extraños orgueños en su se convirtió. Soy cantando, está mirando acá, tirando, ya volando, se alejó. Qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní.
so bueno. Es el canto alegre y ganguero del gracioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas que su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Soy, cantando, está mirando acá, mirando ya volando se alejó. Soy, qué lindo va, perdiéndose en el cielo guaraní. En el cielo guaraní. Gracias.